Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleft, den großen neuen Blockbuster vom Christopher Nolan aus am Kino Oppenheimer. An wer den Film zu bieten hört, an ob den erschlägt wie ein Bomb. Ja, das erzähle ich noch heute bei Filmleft. Also mal direkt wie wäsch, ich bin ein ziemlich großen Christopher Nolan Fan. Aber mein Aber könnt das schon relativ frei. Den letzten Film Tenet hun ich halt so, ich will nicht so, dass es schlecht war, aber es war bei weitem nicht das, was ich von einem Nolan erwartet habe. Also hat mich nicht so gekriegt, wie das für drauf war, wie das in Interstellar gepackt hat oder in Inception gepackt hat. Und da hat ich mich umso mehr auf Oppenheimer gefragt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht als lode Moment da, für mich so richtig zu kriegen. Das funktioniert nicht mehr auf einer gewissen Art und Weise. Also, für was ich war mir den Tag quasi Barbenheimer gucken, wie großartig am Internet direkt darüber gemacht wird. Ich war Barbie gucken und direkt Dono Oppenheimer ist also insgesamt 5 Stunden am Kino, weil Oppenheimer dauert 3 Stunden, sage und schreibe 3 Stunden, also bringt du einen langen Atem ab, weil das ganz zitzig oder also ja, also an einer gewissen Art und Weise zittert sich ein bisschen. Der große Vorteil von dem Film ist, dass ein inszenatorisch ganz krass ist. Gesagt ganz krass aus. Also wie gesagt, inszenatorisch mega gut, mega Optik, mega Schauspieler. Du hast schon kurz ein bisschen überlegt, was man bitte nachbietet. Dann fängt das schon an relativ dünn zu gehen. Das tut aber nicht immer dazu dienen, dass ein Drehbuch schlecht ist oder dass die Story schlecht ist, weil das ist alles mega gut. Aber das Problem, das ich mit dem Film habe, ich kenne eine Oppenheimer-Geschichte. Also ich weiß, was passiert ist. Und ich denke, ganz viele Leute da draußen wissen das auch. Also wenn das ja nicht der Findung von der Atombombe ist, ja nicht so etwas, was den irgendwie, wo ich ganz viel recherchieren muss, für du Tatsache geworden zu gehen. Das heißt, es sitzt den du und es guckt den sich 3 Stunden den Film und ab Minute 1, wo ihn du sitzt, seht den sich, ja, ich weiß, sie werden nicht, Achtung Spoiler, packen, die Atombombe zu bauen und sie werden sie auch ersetzen. Das heißt, es fragt den sich irgendwann so, was genau ist dann nur den USP von dem Ganzen? Was ist nur der Grund, für was ich mir das heute 3 Stunden lang angucken? Und das ist für mich ganz klar ein Punkt, an das nimmen, weil er gerade am Kino lebt. Weil ich denke, wenn ihr diese stehen daheim anguckt, ohne die passende Soundanlage, ohne ein riesiges Screen, ich denke, das, was der Film braucht, für zu wirken, hat, denke ich, kein Mensch daheim. Da funktioniert der Film wahrscheinlich nicht mehr am Kino. Weil der Score an die Bilder drecken ihn an den Sitz. Das bläst ihn weg. Also das wirkt tatsächlich wie ein Atombombe, ballert die Filme ran. Und die geht einem da wirklich, also du geht nicht ganz subtil geschafft. Aber der Hauptpunkt, das meiste, was in dem Film gesagt sind, als Forschung, Gerichtsverhandlungen. Du musst ihn die 3 Stunden als besser, wann ich wirklich viel von der Story will matt kriegen, als besser, es passt die wirklich gut ab, weil du passiert ganz viel an Dialoge, ganz viel. Und das funktioniert doch mega gut. Die Dialoge sind mega gut, die Schauspieler sind fantastisch, also so viele bekannte Schauspieler, die teilweise ein Screentime, wo ich gedacht habe, hä? Für so wenig, als dem Mann du bezahlt ging, der kriegt wahrscheinlich ein relativ gut Gage und hat sich für 5 Minuten durchgesagt und vielleicht 5 Zeilen hochgerattert. All Respekt. Ja, weil der Nolan hört natürlich seinen Ruf und das natürlich, die Leute streiten sich wieder, wir haben einen Film können Matt zu spielen. Also ich meine, wenn der Nolan mir gegen Ruf ist, aber jetzt Matt, dann gehe ich schon nicht so, oh so, du Weekend hast selbst Besseres für. Nee, also du, wenn der Nolan ruft, dann willst du unbedingt kein Matt machen. Weil das ist ja klar. Und das gesagt den Hai. Und du mal trumpft den Film trumpft mit Schauspieler über Schauspieler. Und da war das doch schon. Und du weißt, das funktioniert, ja, das ist auch nicht der beste Nolan. Und
auch nicht unnähernd die beste Nolan. Also ein ist zwar besser wie Tenet, weil Tenet, wo der Film River war, holt mich mal eine riesige Fragezeichen am Gesicht dogelose. Ich denke, nee, wollt dadurch so. Mir so ganz viel Spaß hat das nicht gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe auch da noch nicht mehr ein Kehr geguckt und gedacht, na gut, das, ja, haken wir auf. Das Thema kann aufgeschlossen gehen. Und da wenn der Oppenheimer, also für jeden, den die Geschichte nicht kennt zum Project Manhattan, den nicht weiß, was du gelaufen hast und was da noch passiert ist, und da, ja, für den wird das heute wahrscheinlich ein riesiges Spektakel gehen, aber für mich würde es sich tun eine Grenze gehalten. Gott sei Dank war inszenatorisch wird das so abgetrumpft, dass ihn sich auf jeden Fall nicht gelangweilt wird. Also weil das passiert nicht 3 Stunden langweil, also einem Hai nicht geboren, weil wie schon auf den richtigen Plätzen abzudrehen. Et Frieden sich für wat geht gerade so abgedreht, weil et weiß gerade, also weiß ich schon, was dann in der nächsten Szene wird passieren, aber trotzdem hüllte den aber irgendwo matt. Das ist ganz, ganz spannend mit uns zu gesehen. Ja, ich hoffe, dass der nächste Christopher Nolan so richtig Kracher geht, so richtig abschlägt. Wann den viel net passenderweise lokal so. Okay, also ich ging so, das war dann auch schon mal dieser Review. Ich hoffe, ich kann dir aber trotzdem ein bisschen Interesse für den Film dafür machen, weil wandere Welt gesehen, dann hast du Kino die richtig Platz für ich. Wart nicht bis noch Blu-ray oder Streaming-Ding können, weil dann fertig wird das ganz immens aufholen und seiner Wirkung. Und du wenn der Wander den Film schon gesehen wird, da lust mal gerne Kommentar, wie ich den Film gefallen wird, an ob der überhaupt Bock gut dir gucken zu gehen, oder sieht er Barbie an Oppenheimer, so wie ich gleichzeitig schon die Kino gucken gegangen, um anderen durchgebinged oder so, oder nee, den losen Job der Seite, dann den anderen, den holen wir matt. Könnt ihr mal gerne alles losen, erzählt mal gerne, was eure Lieblings-Christopher Nolan-Film ist, ging mich auch interessieren, weil du sind schon pur mega Titeln dabei. An dem Sinn ging ich so und gesehen wir uns an der nächsten Episode und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Oppenheimer. Allez, ciao!